Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, ihr seht schon am Hintergrund, der Airbag ist zu sehen. Es geht natürlich um Eric Dier. Und heute wurde es öffentlich. Ja. Heute wurde es offiziell bestätigt auf der Pressekonferenz. Eric Dier wird den FC Bayern am Saisonende verlassen. Es steht noch nicht genau fest, ob wir ihn noch bei der Club-WM sehen. Ich gehe eher nicht davon aus, sage ich euch, wie es ist. Wenn man einen neuen Verein hat, will der neue Verein wahrscheinlich auch nicht das Risiko haben, dass er sich da noch verletzt. Aber mal gesehen, mal abwarten. Es ist natürlich eine absolute Farce. Ja? Ich war ja auf jeden Fall einer der wenigen, der Eric Dier von Anfang an gesagt hat, sehr, sehr guter Transfer. Viele haben ihn ja die Qualität abgesprochen, haben sich über ihn lustig gemacht. Und er hat allen nicht den Finger gezeigt, den er zeigt, sondern den Finger. Und das völlig zu Recht. Ja? Also Eric Dier war jetzt diese 1,5 Jahre Mr. Zuverlässig. Mr. No-Brainer. Eine absolute Führungsperson, eine absolute Führungspersönlichkeit. Und man hat auch gesehen, wenn er denn dann mal ein paar Spiele am Stück hat, ist er auch der unumstrittene Leader, Anführer, den du da hinten brauchst. Ja. Von daher erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese 1,5 Jahre, die Eric Dier da war. Klasse Typ, sehr, sehr guter Innenverteidiger. Ein Anführer, ein Leader, ja. Auch immer mit Leistung vorangegangen, aber auch immer hinten die Leute gestellt, Anweisungen gegeben von Spiel 1 an. Super erfahrener Mann. Ein absoluter No-Brainer und es ist super schade, dass man ihn verliert. Aber das ist man natürlich selber schuld. Das ist Unvermögen in der Vereinsführung, in der sportlichen Leitung. Und eigentlich eine Katastrophe, eine absolute Vollkatastrophe, dass man den Mann gehen lässt und ihn verliert. Ja. Angeblich war der FC Bayern bereit, einen Airbag 2-Jahres-Vertrag zu geben. Weiß ich nicht, ob dem so ist. Man hatte was gelesen von 1 Jahr plus 1 Jahr Option. Sehr wahrscheinlich, wenn er, was weiß ich, 15, 20 Spiele macht, hätte der Vertrag sich wahrscheinlich automatisch verlängert, so ein Gedöns. Ja. So wie es ja anscheinend jetzt beim letzten Mal auch schon so war. Das ist ein Eric Dier natürlich, der ist 31. Ja. Er ist 31, der ist auf seinem Peak. Der hat noch 2, 3 gute Jahre, das weiß er selber. Und die willst du natürlich nicht irgendwo auf Ersatzbank rumpimmeln und dann nur gebraucht werden. Keine Ahnung, wenn 3 andere Innenverteidiger ausfallen. Ja. Dass er da keinen Bock drauf hat und ja, da vielleicht auch nicht der Typ für ist, denke ich, kann man verstehen. Ja. Ich denke, dass AS Monaco ihm auch sehr wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Geld geben wird, wie der FC Bayern das tut. Vielleicht sogar ein Handgeld und natürlich eine längere Vertragslaufzeit und natürlich wird er da der Abwehrchef sein. Ja. Ich weiß nicht, wer bei der AS Monaco da gerade rumrennt, aber das wird ein Eric Dier sein, Alter. Ja, weil er das einfach ausstrahlt, das natürlich drin hat. Und ich wünsche ihm das Allerbeste. Ja. Hat er sich verdient. Ich finde es super schade, dass man beim FC Bayern nie auf ihn gesetzt hat unter Kompanie. Auch da hat ein Eric Dier gezeigt, selbst wo wir noch dieses sehr, sehr hohe Pressing gespielt haben, selbst da war ein Eric Dier da und hat sich dem angepasst und ist 20 Meter in die gegnerische Hälfte mitgegangen. Natürlich, wenn er da einen Zweikampf verloren hätte, dann hätte der gegnerische Spieler natürlich den Vorteil gehabt, dass ein Eric Dier nicht der Sprintstar ist, ja. Aber ich kann mich an keine Szene erinnern, wo das so gewesen wäre. Ja, wenn er da war, hat er die Erfahrung gehabt, hat entweder den Zweikampf gewonnen oder hat er das vollgezogen, so wie es ein guter defensiver Spieler macht. Ja, und den Mann lässt man gehen, ja. Und das wahrscheinlich wieder nur wegen ein bisschen Rumgeknapse, was weiß ich, wegen einer halben oder 1 Million oder sonst was. Ja. Und wenn wir das dann jetzt mal ins Verhältnis setzen, wenn wir dann sehen, dass man Jamal Musiala 25 zahlt, dass man Fonzie Davies angeblich, ja, ist ja nicht offiziell bestätigt, 15 plus 5 Bonus zahlt, ein Musiala 20 plus 5 Bonus, dass man Joshua Kimmich 20 zahlt, dass man Fonzie Davies noch 20 bis 30 Handgeld gegeben hat, dass man Musiala 20 Handgeld gegeben hat, dann ist das schon ein Trauerspiel. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, wir reden jetzt nicht beim Epic, dass er irgendwie 10, 12, 15 Mille haben will. Ja.
beim besten Willen nicht. Also, und man hätte ihm vielleicht auch mal ein bisschen das Vertrauen geben können. Ja, auch von Trainerseite halt. Man hätte auch mal einen Systemwechsel in Betracht ziehen können. Ja, ich denke, eine Dreierkette wäre bei uns gar nicht so verkehrt. Ja. Und da wäre Eric Dyer prädestiniert für, hat er jahrelang in Tottenham gespielt. Als der Chef in der Dreierkette, ja, in der Mitte sein Part. Das alles tut man nicht. Wir haben jetzt keinen finanziellen Verlust, der kam auch ablösefrei oder für ein minimal kleines Handgeld oder Ausleihgebühr, was das da damals war. Also alles gut, ja. Aber vom Typ her wird er uns fehlen. Ist der nächste Puzzlestein zu meinem Take, dass ich gesagt habe, seid mir noch nicht so sicher, dass ein Harry Kane nächstes Jahr noch bei uns ist. Jetzt ist ein Eric Dyer weg. Ich denke, wenn da ein gutes Angebot kommt für einen Harry Kane und der bereit wäre zu wechseln, ich glaube, dann wäre der FC Bayern noch nicht mehr abgeneigt. Ja, auch das wäre natürlich wild, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Es geht einfach darum, dass man an den falschen Ecken und Enden spart. Ja, das muss man mal knallhart sagen. Nur weil man sich verkalkuliert hat, was das Finanzielle angeht, oder weil man gerade alles auf die Karte Wirtz setzt, weiß ich nicht. Ja, ich bin Fan von Florian Wirtz und wenn man eine Chance hat, ihn zu bekommen, natürlich, let's do it. Aber wenn das wirklich so sein sollte, dass man dafür dann Spieler wie ein Eric Dyer opfert und im schlimmsten Falle dann jetzt sogar noch mit dem Leroy Sané verlängert und den 10 Millionen in den Arsch schiebt plus Bonus, dann weiß ich es gar nicht mehr. Ja, dann falle ich vom Glauben ab. Also wenn du jetzt einen Eric Dyer ziehen lässt, wo es sehr wahrscheinlich um finanzielle Dinge geht, wie wahrscheinlich auch um die Vertragslaufzeit, ja, sorry, dann kannst du nicht anfangen, mit dem Leroy Sané zu verlängern. Ja, das kannst du keinem erzählen. Wir haben es letztens durchgeguckt. Leroy Sané hat nach meiner persönlichen Meinung dieses Jahr 5 Spiele gemacht, wo er besser war wie eine Note 3 und irgendwie dann nochmal 8 Spiele, wo er eine Note 3 hatte und alles andere war eine Katastrophe. Ja. Schaut euch die Spiele von Eric Dyer an, da ist es genau umgekehrt. Der hat mal 2 schlechtere Spiele, ansonsten performt er immer auf dem Level, Alter. Ja, und ist für die Mannschaft, für die Viererkette hinten so wichtig. Ja. Hättest du den Eric Dyer nicht gehabt, Alter, hätten wir nie darüber geredet, dass wir ansatzweise Chancen gegen Inter in der Champions League hätten oder dass wir Meister werden würden. Ja. Weil was wäre denn die Alternative gewesen hinten? Was wäre die Alternative gewesen? Stanisic. Ja, Stani ist jetzt kein schlechter, ja, wisst ihr selber. Aber wer wäre denn der Anführer gewesen in dieser Viererkette? Min-Jae Kim? Conny Leimer? Rafa Guerrero? Ja, Alter, ihr merkt selber, ja. Also, Katastrophe, ja. Also, warum man sich diese Möglichkeit nimmt, weiß ich nicht. Ja. Und ich finde es super schade. Nochmal aus Eric Dyers Sicht. Ja, sorry, der Verein war erstens zu spät. Zweitens hat er nie die Aufmerksamkeit bekommen. Ja, das sind immer nicht alles Leroy Sanés, die unbedingt und warten, dass der FC Bayern ein Angebot macht. Eric Dyer ist 31, ja. Dass der, wenn er ein gutes Angebot bekommt, wo er spielen darf und wo auf ihn gesetzt wird, dass er dann das annimmt, wenn der FC Bayern nicht aus dem Quark kommt. Ja, sorry, Alter. Wenn wir mit Eric Dyer in der Winterpause verlängern können, dann wäre der Bums durch gewesen. Ja. So, hat man natürlich nicht gemacht, weil man meint, man braucht ihn nicht. Ja, warum auch immer. Ja, und jetzt sieht man, dass man ihn braucht. Ja, und wenn man jetzt anfängt, darüber zu reden, ich habe es ja auf der Pressekonferenz, war ja der Take, ja, ist man dann jetzt wieder an Jonathan Tah dran? Ja, Leute, wie soll das funktionieren? Ja, meint ihr, ein Jonathan Tah kommt für das Gehalt von Eric Dyer? Meint ihr, ein Jonathan Tah kommt, ohne dass du den 20, 30 Millionen Handgeld gibst? Der ist ablösefrei. Das funzt halt auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, wo man jetzt einen Ersatz aus dem Hut zaubern will für einen Eric Dyer. Ja. Natürlich kannst du sagen, wir können in den Take reingehen, Jugendspieler. Definitiv. Ja, bin ich ein Freund von. In der Innenverteidigung immer ein bisschen kritisch. Aber wenn du einen Abwehrboss hast oder einen klaren Anführer in der Viererkette, dann geht das. Ja? Aber genau den haben wir nicht. Das ist unser großes Problem. Du kannst nicht ich habe es gerade aufgezählt, du kannst nicht in so eine Viererkette der junge Jost da reinstecken. Ja, das klappt nicht. Ja? Das kannst du machen, wenn da ein Typ wie ein Eric steht. Ja, dann kannst du das machen. Dann ist das kein Thema. Kannst auch einen Stunny da hinsetzen als Innenverteidiger neben ihn. Das ist gar kein Thema, ja.
Ja, klar, Opa ist auf einem ganz guten Weg dahin, aber ist natürlich noch meilenweit davon entfernt, welche Aura und welche Führungsqualitäten Eric Dyer da hinten hatte. Ja, also, ich bin sehr gespannt, wie sich das da gestalten wird. Na klar, es ist ein Ito, ja, den ich fühle, den ich mir sehr gut vorstellen kann als linken Part in der Innenverteidigung. Der fällt unbestimmte Zeit aus, Alter. Ja, so, wen hast du denn da gerade? Du hast Upa und Minjay, das war's. Ja, du hast einen Ito, ja, den ich persönlich auch als Innenverteidiger sehe. Ich sehe auch einen Stunny als Innenverteidiger, aber dann brauchst du da einen klaren Abwehrchef, den Fels in der Brandung, an denen solche Spieler wie Stunny sich dann orientieren können. Stunny müsste, wenn er wirklich Innenverteidiger wird, natürlich sich umstellen. Ja, ist natürlich auch dann kein klassischer Innenverteidiger, ist jetzt nicht von der Statur her nicht so eine Maschine und so weiter. Ja, ich glaube nicht, dass man mit Stunny langfristig auf der Innenverteidiger-Posi plant. Das ist halt wieder so dieselbe Story, wie es damals beim Pavard war. Ja. Von daher, das ist eine riesige Baustelle, die man jetzt nicht unterschätzen darf, ja. Und ob ein Opa, ja, dieser stabile Innenverteidiger dann jetzt sein wird, den es braucht, wissen wir auch noch nicht, ja. Wir kennen die Vergangenheit von Opa, ja. Und wie wir bei Minjay sehen, der sich auch wieder diese Böcke reißt, ja, natürlich bedingt durch Schmerzen, Achillessehnen und so weiter und so fort, brauchen wir nicht überreden. Aber das ist eine riesen Baustelle jetzt, ja. Du hast einfach einen No-Brainer mit dem Eric gehabt. So. Du hast gesagt, komm, Eric, go rein jetzt. Und du hast einen Abwehrchef da gehabt. Ja. Immer. Der hat nicht gemurrt, gar nichts. Ist sogar jetzt noch torgefährlich geworden, weil er endlich mal ein bisschen mehr spielen durfte. Ist immer besser in seinen Rhythmus gekommen, ja. Eine absolute Präsenz da, ja. Und du wirst das jetzt sehen, auch im zentralen Mittelfeld dann. Ja. Auch da hat ein Eric viel gemacht und viel angewiesen, ja. Ich weiß nicht, ob es Airbags Verdienst ist, dass ein Kimmich auch ein bisschen eingebremst ist. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, und den Mann gibst du weg, ne? Einfach wegen was? Wegen einer Mille oder sonst irgendwas, ja. Schade, dumm und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Baustelle Abwehrreihe aussieht, ne, im kommenden Jahr. Wir haben viele Baustellen, wir haben Boe, wir haben Kim, der angeblich zur Disposition steht. Linksverteidiger Posi Davis wird noch ewig lange ausfallen. Ito weiß kein Mensch. Baustellen über Baustellen, ja. Und man hat sich eine zusätzliche aufgemacht, indem man Eric Dyer sich nicht gekümmert hat, den Vertrag zu verlängern frühzeitig. Ja. Und eine Farce. In meinen Augen eine Farce, eine absolute Farce. Es war ein absoluter genialer Schachzug, ihn damals zu verpflichten. Ja, traurig, aber passt zur Personalplanung und zu der Entwicklung dieses Kaders, was absolut gerade in der Phase ist. Ja. Wie gesagt, sollte mit Leroy Sané noch verlängert werden, Alter, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, und das wird sehr wahrscheinlich. Ja. Und dann ist, ja, keine Ahnung. Wild. Lassen wir uns überraschen. Ja, ich bin maßlos enttäuscht, sage ich euch, wie es ist. Wisst ihr aber auch, von Tag 1 an habe ich ein Eric gefühlt, schon bei der Verpflichtung und dann sein Auftreten. Und wie gesagt, er ist halt einfach dieser Abwehrboss, der dir fehlt. Ja. Rein theoretisch müsstest du jetzt einen Tar verpflichten. Sagen wir mal, wie es ist. Man kann jetzt vom Tar halten, was man will, aber er ist halt diese Art Abwehrboss. Ja. Und das brauchst du. So, und das wird eine teure Nummer, wenn du das machen willst. Dann müsstest du sehr wahrscheinlich Kim opfern. Ja, dann brauchst du trotzdem noch einen Innenverteidiger, weil ein Ito fällt noch aus. Ja. Ja, man kann natürlich dann auf einen Stunny setzen. So, wen hast du dann aber als rechten Verteidiger? Dann brauchst du auch einen rechten Verteidiger. Ja. Also ein Conny Leimer kann da nicht nächste Saison nochmal rechter Verteidiger spielen. Dann weiß ich es auch nicht mehr. Also ganz wild. Viele Baustellen. Super schade mit Airbag. Ich wünsche Airbag alles Gute. Ich mag ihn. Ich hoffe, er wird noch gute 2-3 Jahre haben. Super sympathischer Typ und ja, mich macht's traurig und ich bin enttäuscht von unserem Verein, dass man Airbag ziehen lässt. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.